Aber dann hat ja Ihr Bruder, bekam ja dann von Sophie Scholl die 2000 Flugblätter. Der hat einfach, der hat die im Rucksack gebracht und mein Bruder war da voll und ganz engagiert. Und er wollte das. Er hat mich ein halbes Jahr schon vorher gefragt, ob ich bereit wäre, ihm einmal zu helfen. Da habe ich gesagt, ja, schon, aber kommt drauf an was. Und ich wollte es auch dann einsehen, was es ist und warum er das macht und so. Und das ist ja dann auch so gelaufen. Und er ist dann erschienen, hat telefoniert an der Rudi Dauer, bei dem ich gewohnt habe, dort einfach angeleitet, ich komme jetzt, unter falschem Namen. Und dann haben wir uns getroffen, zuerst im Lokal, und dann hat er mir gezeigt, was er will. Er hat nämlich gemerkt, er bringt allein die Flugblätter in der zur Verfügung stehenden Zeit nicht in die Briefkäste rein. Er hat mich einfach benötigt und dann habe ich das gemacht, ja klar. Ich habe sie ihm ja auch zugesagt. Und ich habe sie aber erst hinterher gelesen, nachdem es schon gegangen war. Und trotzdem, ich meine, es war schon eine harte Post. Harte Angelegenheit. Und diese Post wurde ja in der Martin-Luther-Kirche in Ulm hinter der Orgel sozusagen versandfertig gemacht. Versand mit Namen, Adresse und Porto. Und in geschlossene Kuvert. Also so, dass derjenige, der in seinem Hausbriefkasten des Morgens vorgefunden hat, erst mit dem Brief in seine Wohnung ist und dann dort geöffnet hat. Man wollte nicht offene Flugblätter, die man einfach zerknüllt und wieder in der Hosentasche steckt und wegwirft und so, sondern dass man es wirklich lesen muss. Und das war schon ganz genau überlegt und natürlich auch aufwendig mit Zeit. Alles reinstecken und draufkleben, die Marke richtig, nicht tief und so weiter. Und da gehört natürlich auch sehr viel Mut dazu, das dann auszuteilen oder beziehungsweise in die Briefkästen einzuwerfen. Ich habe einfach meine Musiktasche genommen und reingestopft, was reingeht. Und man kann natürlich auch nicht gleich ein Packen von 100 reinwerfen, das fällt dann auf. Dann denkt man, was ist denn da los? Wer macht denn da so Reklame und so? Sondern es muss einfach ganz normal sein, wenig rein. Man muss sehr viel verteilen, sehr viel laufen. Ich bin einfach vom Markusplatz zum Bahnhof, wieder zurück und dann ein anderer Weg, Bahnhof und wieder zurück. Dann habe ich aber immer noch Bar gehabt, war noch nicht alles so. Und dann bin ich rauf auf den Heigst. Und das war dann der Abschluss in Dägerloch oben. Das war dann Schluss. War ich sehr froh, wie ich alles losgehabt habe.